Ja, Sie werden es vielleicht schon gemerkt haben, dass wir uns mit diesem Programm auch an die heikleren Fragen des Lebens herangewagt haben. Halt die Start! Ich halte mich doch stark. Du wackelst mit dem Kopf. Stell dir vor, du bist eine Statue. Oh mei. Der Obstverkäufer, der mag uns nicht. Will, ich hab gesagt, du bist eine Statue. In einer Statue ist dir sowas von wurscht. Pass auf, da kommen Leute. Kannst du unser Lied noch? Ja, ich glaub schon. Juhe, rund in der Gräne Au, steht der Birnbaum schön blau. Du bist aus Eisen. Genau. Juhe, rund in der Grüne Au, steht der Birnbaum schön blau. Du bist eine Statue, du kannst nicht umeinander tappen. Sie hat angefangen. Außerdem farbst du ab. Oh mei. Bitte, bitte. Ja gut, dann bin ich halt aus Eisen. Und wenn's mit der Wurzeln. Ja, Männchen mir, gell? Schaut das aus, Tochter. Ich streich dein Haus an, ganz gestreift und bunt. Und der Aber steht. geh nicht zum Hubert, zu dem damischen Hund. Da tue ich alles, was du. Erst du das? Ja. Der spielt wieder wie ein junger Gott. Fräulein, ein Schnaps für den Pianisten. Nein, lass uns ist ja noch besoffen. La. Ich steig auf die Leiter und bruch dir Kies. Ja, in deinem Zustand. Aber geh nicht zum Hubert, zu dem platternden Hirsch. Da tue ich Ich weiß überhaupt nicht, was du immer mit dem Hubert hast. Was du sagst, weil er nix taugt, Monika. Ich zupf dir's Unkraut, ganz genau. Aber geh nicht zum Hubert, zu der blöden Sau. Alles, was du sagst. Ja, grüß Gott, hier spricht August Wagenheber mit einer Bayern-Treiber-Meldung. Auf der Landstraße von Taubenbach nach Eckstetten, Abzweigung Hitzenau-Beigertsham, liegt ein Blechteil auf der Fahrbahn. Genau. Bitte schön, keine Ursache, wiederhören. Halt, lass uns das da liegen. Das wird jetzt gleich auf Bayern 3 durchgesagt, dass da ein Blechteil auf der Fahrbahn liegt. Schön. Halt, jetzt kommt's gerade. Eine Bayern-Treiber-Meldung von Herrn August Wagenheber. Auf der Landstraße von Taubenbach nach Eckstetten, Abzweigung Hitzenau-Beigertsham, liegt ein Blechteil auf der Fahrbahn. Ich bin ein Versager, hehe, born to lose. Ich bring die anderen nicht so jetzt wie Verdruss. In der Früh, wenn ich aufstehe, steh ich auf mit linken Fuß und sing mein Blues. Ich bin ein Versager, born to lose. Wir heiligen drei Kini sind überall bekannt. Entschuldigen Sie, schauen für mich eher aus wie der Kasperl. Nein, der Kasper ist nicht dabei. Also ich bin der Balthasar. Wir heiligen drei Kini sind überall bekannt. Wir kommen weit her aus dem Morgenland. Also irgendwie irritiert mich das, dass Sie da an mir singen, wo Sie los sind. Ach so, ja, da müsste ich dann singen. Ich, heiliger Einkönig. Das klingt aber Fangen auch Sie blöd. jetzt mal wieder von vorn an. Singen Sie einfach mal beim Morgenland weiter. Morgenland, beim Morgenland. Morgenland Sehen Sie da mittendrin einsteigen, das geht nicht. Wir heiligen drei Kini. sind überall bekannt, das wissen wir jetzt schon. Wissen Sie was, ich gebe Ihnen jetzt ein Geld, dann ist er Ruhe, dann müssen Sie gar nicht mehr singen, gell? Nein, ich will mir mein Geld schon ehrlich verdienen. Ohne Singen, da nehme ich nichts. Was tun Sie denn jetzt? Damit Sie sehen, dass es mir nicht ums Geld geht. Da, jetzt nehmen Sie die 2 Euro und jetzt hören Sie mir bitte schön einmal zu. Wir heiligen drei Kini sind überall bekannt. Wir kommen weit her aus dem Morgenland. Der erste ist der Kaspar, der zweite ist der Melchior,
Der dritte ist der Balthasar auf seinem Dromedar. Eine brave Hüte So. nach Hokino und nach Knaus. Aber einmal haben sie nicht aufpasst und dabei komm ich heraus. Mama! Entschuldigung. Sie, entschuldigen Sie, haben Sie meine Mama gesehen? Ich hab gehört, man wird im Jenseits von den Angehörigen erwartet. Und jetzt ist keiner da. Mama, ich gehe ins Stumm mit der Kundschaft. Man soll über einen Toten nicht schlecht reden, aber es war halt so, ich hab die Arbeit gehabt und sein ganzes Kapital war sein Aussehen und der Schmäh, mit dem er bei den Frauen gut angekommen ist. Hat der Herr Wendel ein Verhältnis mit ihr gehabt? Ich habe ja nicht nachspioniert. Bis der Herr Wendel sie abgeworben hat. Sie war meine Tanzpartnerin im Verein und dann meine Sekretärin. Eine schöne Bauernstube haben Sie hier. Ja, die ist noch aus dem alten Haus. Dann haben wir neu gebaut, aber die Stumm, die haben wir original wieder da reingesetzt. Wir hatten einen Schlüssel zu dem Haus hier. Sie wissen genauso gut wie ich, dass so ein Bauernhaus den ganzen Tag nicht zugesperrt ist. Meine Mutter hört schlecht, da kann praktisch schon jeder aus und eingehen. Sie haben behauptet, dass Sie vom Spitzing mit Ihrem Wagen, wo Sie eine Kundin besucht haben, zurückgefahren sind. Ja, das stimmt auch. Dann waren Sie genau zum Tatzeitpunkt am Hotel, oder? Also gut, ich hab den Raimund auf der Hotelterrasse gesehen, wie er mit dem Notar Wohlschlager geredet hat. Ich bin sogar einen Moment stehen geblieben. Wenn Sie ja sehen müssen, wie der Raimund umgebracht worden ist, wenn Sie es nicht selber waren. Nein, ich bin ja sofort weitergefahren. Herr Sackstädter, so leid mir das tut, wir müssen Sie leider vorläufig festnehmen. Die Kollegen sind schon unterwegs. Ja, schau dir das an. Wird das noch immer mit der Hand gemacht haben? Nein. Sie gerade, wie ich noch drunten gesessen bin im Auto. Wo bleibst du denn? Ich hab gekocht, es steht alles auf dem Tisch. Ich bin ja da, ich bin seit 10 Minuten da, ich finde keinen Parkplatz. Ja, aber Safran, wie hat du gemacht? Das wird ja immer batziger. Einmal. Moment. Entschuldigen Sie. Hallo. Was ist denn? Fahren Sie weg. Ja? Lassen Sie einer ruhig Zeit, gell? Herrgott sei Dank. Ja, du gehst mir jetzt gerade noch ab. Gleich. Ja, fahren Sie jetzt doch nicht weg. Ich fahr ja schon gleich. Freilich, wegen dir werde ich jetzt noch meinen Parkplatz sausen lassen. Blöde Gors. Ja. Was tust du denn jetzt? Das ist jetzt so. Ja, lauter Narrisch oder was? Hör auf, du. Oh, was? Ich wollte ja auf nicht stören. Herrschaft, sind das komische Vögel da herum? Der wird die Geschichte jeden Tag dreimal hören. Mama! Ich bin gleich wieder da, Frau von Elseder. Ich kenne die Dame. Eine wichtige Geschäftsbeziehung. Ja, Frau Direktor. Was? Was schiebst du denn so? Das mag ich nicht. Wie läuft's in Übersee? Ich bin nicht dein Bruder. Was? Warum bist du nicht mehr mein Bruder? Was hab ich dir denn da? Fanny, du musst mir helfen. Ich hab mich bei der Dame da hinten beworben als internationaler Zwischenhändler. Aber das Luder ist dermaßen zart, die traut mir nicht. Das kann ich sehr gut verstehen. Fanny, du tust jetzt Folgendes. Du rufst mich auf meinem Handy an. Was? Du bist doch da? Du bist ein wichtiger Geschäftspartner von mir. Nein. Nein, nein, nein. Ich mache keine Geschäfte mehr mit dir. Nie wieder. Doch nicht in echt. Jetzt auf! Ich muss die Frau rumkriegen für einen Auftrag. Fanny, dann kann ich dir auch endlich deine 200 € zurückzahlen. Was muss ich tun? Von deinem Handy aus. Mich anrufen. Aus China. Aus China? Du sollst nur so tun. Du bist mein chinesischer Auftraggeber. Nein. Gut, du willst jetzt dein Geld zurück, oder nicht? Ich bin ein Versager, born to lose. Ich bring die anderen nix so ins wie Verdruss. Ja, ich war seit jeher ein ganzer taube Nuss. Aber ich sing mein Blues, ich bin ein Versager, born to lose.